Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Tauba erleichtern und sie annehmen und danach festigen, inshallah. Tayyib, die nächste Frage, inshallah, geht an den Bruder Salahuddin. Jazakallahu khairan. Du hast, wie ich mitbekommen habe, in letzter Zeit viel über das Gebet gesprochen. Und wenn wir über das Gebet reden, reden wir immer darüber, die Leute sollen beten, die Leute sollen das machen. Ich möchte, inshallah, von dem Bruder Salahuddin, gib uns, inshallah, 3 Gründe dafür, warum man beten sollte. Inshallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Nur 3? Du kannst so lange machen, wie du willst. Inshallah. Nee, du hast 3 gesagt. 3. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil Anbiya'i wal Mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Erstens, ihr habt die Frage gehört, 3 Gründe, warum man beten sollte. Erst machen wir die Kurzfassung, dann machen wir die etwas längere Version. 3 Gründe, warum man beten sollte. Grund Nummer 1, damit man einen Vertrag hat, ins Paradies zu gehen. Der Prophet a.s. sagt, خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. 5 Gebete hat Allah den Menschen bei Tag und Nacht vorgeschrieben. Wer daran festhält, hat einen Vertrag, dass Allah ihn ins Paradies führt. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Und wer das nicht tut, der hat keinen Vertrag bei Allah. Also wer nicht daran festhält, der hat keinen Vertrag bei Allah. Wenn er will, bestraft er ihn, wenn er will, vergibt er ihm. Grund Nummer 1. Grund Nummer 2, damit du nicht zu denjenigen gehörst, die in der Hölle landen und folgende Antwort geben. Lam naku minal musallin. Denn wir gehörten nicht zu den Betenden. Denn die erste Antwort, von der wir im Koran hören, die diejenigen geben, die in die Hölle gestürzt sind, als sie gefragt werden, Ma salakakum fi saqar, was hat euch in die Hölle geführt, ist Lam nakum minal musallin. Wir gehörten nicht zu den Betenden. Nicht, sie hätten nicht an Allah geglaubt oder sie hätten den Islam nicht angenommen, sondern wir gehörten nicht zu den Betenden. Grund Nummer 3, damit du ein glückliches Leben führst. Und wir wissen, jeder Mensch wünscht sich ein glückliches Leben zu führen. Und deswegen sagen wir auch die Dua, Rabbana atina fi dunya hasana, oh Allah, gib uns Gutes im Diesseits, wa fil akhirati hasana, und gib uns im Jenseits Gutes, wa qina adhab an-nar, und hüt uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Und der Weg, um ein glückliches Leben zu führen, ist, den Islam zu praktizieren, und das Gebet ist die tragende Säule des Islams. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي. Das erste, wonach der Diener am jüngsten Tag gefragt wird, ist das Gebet. War das Gebet gut? Sind die restlichen Taten gut? War das Gebet schlecht? Sind die restlichen Taten schlecht? Und wer gute Taten tut, wird ein glückliches Leben führen. Allah sagt in Surah 16, Vers 94 oder 97, sagt er, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und wer das nicht macht, der wird was leben? فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Wer sich von unserer Rechtsleitung abwendet, und dazu gehört das nicht beten, dem werden wir ein scheußliches Leben geben. Das war die Kurzform. Jetzt geht ihr längere, okay? Weil ich habe euch schon des Öfteren gesagt bei diesem Seminar, ich bin hier wirklich nicht hingekommen, um Scherze zu machen. Macht mir zwar immer wieder Spaß, mal zwischendurch irgendein Wort zu sagen, was lustig ist, aber deswegen bin ich nicht gekommen, weil das kann ich auch zu Hause mit meiner Frau machen oder mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter. Ja, dafür gehe ich nicht 3 Tage oder so irgendwo anders hin, sondern ich bin hier hingekommen, um euch einen Funken zu geben, der bei euch ein Feuer für diese Religion auslöst. Deswegen bin ich hier, um einen Schneeball ins Rollen zu bringen, der zur Lawine wird. Und deswegen, jeder, der heute hier ist, keiner soll hier rausgehen, ohne sich vorzunehmen, an den 5 Gebeten festzuhalten. Und noch was anderes. Keiner soll hier rausgehen, ohne sich vorzunehmen, seine ganze Familie,
seine ganze Umgebung zum Gebet zu rufen. Und deswegen kommen wir jetzt, nachdem wir 3 gute Gründe erwähnt haben, warum man beten sollte. Erstens, damit man einen Vertrag ins Paradies zu kommen. Zweitens, damit man nicht in der Hölle landet. Drittens, damit man ein glückliches Leben führt. Kommen wir jetzt zu 3 schlechten Gründen, warum man nicht betet. Denn die braucht ihr, die müsst ihr widerlegen, wenn ihr mit Leuten über das Gebet redet. Glaubt mir, ich habe mit so vielen Leuten darüber geredet, es gibt immer 3 Antworten, warum man nicht betet. Bist du Muslim? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betest du? Ja, ab und zu. Ja, wann denn? Ja, Eid-Gebet. 2-mal im Jahr. Ist zu viel? So ungefähr. Jedenfalls, ihr wisst es selber, diese Katastrophe. Wie viele Jugendliche beten nicht? Der nennt sich Muslim, der beschimpft die Lehrerin als, ja, Christin, ja, und selber betet er nicht. Der beschimpft die Lehrerin als Schweinefleischfresserin und selber betet er nicht. Der Prophet a.s. sagt, die Vereinbarung zwischen uns und ihnen, im Prinzip der Unterschied ist das Gebet. Wer es verlässt, wird ungläubig. Das ist eine gefährliche Sache. Und jetzt kommt dir jemand und erzählt, ja, er betet nicht. Und wenn du ihn fragst, warum nicht, dann die erste Antwort ist, ja, weißt du, Bruder, ich mache noch so viele schlechte Sachen. Auf der einen Seite beten und auf der anderen Seite mache ich schlechte Sachen. Was sagen wir diesem Spezialisten? Wir sagen zu ihm, wie willst du von dem schlechten Weg wegkommen? Punkt Nummer 1. Wie willst du vom schlechten Weg wegkommen, wenn du nicht betest? Denn Allah sagt im Koran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet, wahrlich das Gebet, hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das heißt, wenn du nicht betest, wie willst du wegkommen von dem Weg? Das war Grund Nummer 1. Grund Nummer 2. Was ist schlimmer, nicht zu beten oder eine Freundin zu haben? Nicht zu beten oder homosexuellen Verkehr gehabt zu haben? Nicht zu beten ist schlimmer. Weil das ein Grund ist, der dich in die Hölle bringen kann. Das ist der Grund, der erste Grund, warum die Leute in die Hölle gehen. Warum jemand Kafir wird. Viele Gelehrte sagen, derjenige wird Kafir. Wird Kafir, wenn er nicht betet. Das heißt, sagst du jetzt, ja, ich bin Kiffer, Kokser, Heroiner, süchtig, ja, dann kann ich ja jetzt auch noch Mord begehen, oder wie? Verstehst du? Es ist total bescheuert. Am jüngsten Tag, subhanallah, Allah sagt, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Wer nur ein Staubkörnchen Gutes tut, der wird das sehen. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Und wer ein Staubkörnchen Schlechtes tut, wird es sehen. Sagst du jetzt, ach ja, ich habe schon einen Berg voller Sünden, dann möchte ich noch mehr Sünden haben. Ist doch total bekloppt. Ja, ich klaue, dann kann ich jetzt auch morden. Ich kiffe, dann kann ich jetzt auch ins Bordell gehen. Kann ich noch ein bisschen mehr Sünden machen. Es ist völliger Quatsch. Das heißt, das ist die erste Ausrede. Wir sagen zu dem, was ist schlimmer als nicht zu beten? Du sagst, du kannst nicht beten, weil du schlechte Sachen machst. Erste Sache, bete, damit du davon wegkommst. Warum sagst du in jedem Raka, Ihdina Sirat al-Mustaqim, führe uns den geraden Weg? Und der Prophet a.s. berichtet über Allah, subhanahu wa ta'ala, dass Allah sagt in einem heiligen Hadith, Ja ibadi, kullukum dalun illa man hadaytu, fasdahduni ahdikum. O meine Diener, ihr seid alle irregehend. Alle irregehend. Außer den ich recht leite. Und wen leitet Allah recht? Fasdahduni ahdikum. So bittet mich um Rechtleitung, ich werde euch recht leiten. Also, wo bittest du Allah um Rechtleitung? Im Gebet.
Warum musst du in jedem Raka die Fatiha lesen? Warum hat der Prophet a.s. gesagt, La salata liman lam yaqra bi Fatiha al-Kitab. Es gibt kein Gebet für den, der die Fatiha nicht liest. Das liegt vielleicht daran, weil du in diesem Gebet diese gewaltige Dua, dieses gewaltige Bittgebet aussprichst. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Führe uns den geraden Weg. Wie willst du auf den geraden Weg kommen? Zweitens, wie gesagt, kein Mensch sagt, weil er eine große Sünde macht, macht er noch eine mehr. Dann ist es besser geworden. 2 plus 2 gleich 4 oder was? Ist besser. Mehr Sünden sind besser. Weil ich Alkohol trinke, fange ich jetzt auch an, Autos auszurauben. Grund Nummer 2, der genannt wird, ist, warum man nicht betet, oder schlechte Ausrede, ist, dass man sagt, ja, weißt du, es ist besser, gar nicht zu beten, als zu beten und wieder aufzuhören. Die Frage, die wir dann stellen, ist, wo steht das? Wo steht das? Zweite Frage ist, wer will dir, wo hast du überhaupt wie willst du dann jemals anfangen zu beten? Wie willst du dann jemals anfangen, wenn du diese Einstellung, es könnte ja sein, dass ich morgen aufhöre. Es könnte auch sein, dass du morgen gestorben bist. Es könnte auch morgen sein, dass du krepierst. Bruder, vor 3 Wochen ist ein Bruder von uns gestorben. Achi, 24 Jahre alt, schlank, gesund. Der spielt Fußball vor 3, 4 Wochen. Und dann hat er Schmerzen in der Brust, legt sich ins Bett und stirbt. 24 Jahre. Allah hat die Seelen in der Hand. Wenn Allah will, dass du heute stirbst, du wirst deinen Tod nicht um eine Millisekunde verzögern können. Und wenn Allah will, dass du lebst, so kann sich die ganze Welt gegen dich versammeln. Und sie werden dich nicht töten können. Achi, es gibt Flugzeugabstürze, wo alle sterben und eine Person überlebt. Und die anderen Personen, die musst du mit der Pinzette aufsammeln, in ihre Körperteile. Und eine Person überlebt und ist kaum verletzt. Vor einigen Jahren passiert, beispielsweise in Sudan, ein Kind hat überlebt, alle anderen tot. Kannst du dir das vorstellen, du bist in einem Flugzeug mit einer Geschwindigkeit von vielleicht über 1000 km/h und das Ding brettert von oben herab, tausende von Meter auf die Erdoberfläche. Kannst du dir das vorstellen? Und der überlebt und der andere, der fährt 30 km/h, fährt in ein Auto an und der bricht das Genick. Ach, der Tod ist... Woher willst du wissen, ob du morgen noch lebst? Du betest, um nicht aufzuhören zu beten. Dritter Grund ist immer meine Arbeit. Ich bin auf der Arbeit. Und glaubt es mir, ich habe bisher noch nie jemanden gesehen, der mit dieser Ausrede kam, der auf der Arbeit gefragt hat, also ich kann mich nicht daran erinnern, ob er dort beten darf. Es wird immer gesagt, ja, ich kann dort nicht beten. Ich bin ja auf der Arbeit. Und das sind unsere Minderwertigkeitskomplexe, die uns in diese Lage gebracht haben. Ich sage dir eins, mache Dua in dieser Nacht, gehe zu deinem Arbeitgeber und frage, ob du beten kannst. Und sowieso, ich finde das sowieso so witzig, ne? Wenn der sagt, ja, ich kann nicht beten, weil ich gehe ja arbeiten, dann musst du normal sagen, Herr, MashaAllah. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der 24 Stunden am Tag arbeitet. Weil es kann doch nicht sein, dass der nicht ein einziges Mal beten kann. Man muss seinen Tag organisieren. Der Islam ist Disziplin, seinen Tag organisieren und du schaffst es. Und wenn du durch das Gebet wirklich, wenn du durch die Arbeit wirklich nicht beten kannst und du hast gefragt, dann sage ich dir ganz klar und deutlich, such dir eine andere Arbeit. Weil es kann niemals sein, dass du etwas für Allah machst und das ist schlecht für dich. Und es kann niemals sein, dass du etwas für Allah lässt. Außer dass Allah dir was Besseres gibt. Denn Allah sagt im Koran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Und wer Allah fürchtet, dem wird er einen Ausweg geben und den wird er versorgen, von wo er es nicht gedacht hat. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Und wer Allah fürchtet, macht er seine Angelegenheit leicht. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يعظم له يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. Und wer Allah fürchtet, wird er die Sünden auslöschen und seinen Lohn gewaltig machen. Salam.